Anzug wird initialisiert. Lebenserhaltung aktiviert. Schildkinetiksystem online. Luftschub-Jetpack online. Multiwerkzeug und Minenlaser einsatzbereit. Benutzerinitialisierung abgeschlossen. Und somit herzlich willkommen zu No Man's Sky. Mein zweiter Anlauf, muss ich gestehen. Ich habe schon 16 Episoden so einmal gemacht. Da ist damals dieses eine komische Update rausgekommen mit dieser einen Siedlung, die deine Hilfe benötigt und hin und her. Ich würde zwar nicht von Preston Garvey anfangen. Das liegt jetzt auch nicht in meiner Intention dahinter. Allerdings musste man dieser Siedlung helfen gegen, ich glaube, Wächter waren das, ne? Aktiviere den Scanner mit LS. Genau. Beschädigt. Bisschen Peritstaub braucht man noch. So. Dann können wir mal den Scanner reparieren, nachdem wir so untäglich abgestürzt sind. So. Kurzen Blick, dann greifen wir da zu und reparieren den Quagel. Kurzen Blick, ich muss den Kopfhörer ein bisschen anders aufhören, sonst schrei so ins Mikro. Scanne mit LS, also der linke Stick, drücken, um Natrium zu lokalisieren. Das haben wir, wo haben wir Natrium? Da hinten, dort hinten und da hinten. Das ist schneller. Dort haben wir Sauerstoff, und den Peritstaub auch ein bisschen mit. Wir werden uns jetzt ein bisschen bauen, dass wir weiterkommen. So. Ja, ich weiß. Ach, ich liebe die Eisplaneten. Mit was wollt ihr jetzt eigentlich weitermachen? Zwecks, ja. Eigentlich war No Man's Sky so früh nicht geplant. Jetzt ist aber das große Problem. Kann ich ein bisschen ausholen. Generation Zero entwickelt sich derzeit maximal ins Negative. Das auf meine Sicht gesehen. Für mich bringt sie Generation Zero momentan nichts. Und den Gefahrendings müssen wir aufladen, genau. Dann nehmen wir den Schaden noch mit. Und da jetzt da eigentlich fast nur Fallout 4 kämen würde, haben wir gedacht, weißt du was, jetzt ist Fallout 4 schon ein relativ großes Projekt. Nehmen wir dieses No Man's Sky gleich mit, das ist nämlich noch größer. So, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Herrlich. So, Minenlaser. Haha. Brauchen wir ein bisschen mehr, damit wir den Scheißdreck wieder aufladen können. In dieser Folge, das ist die erste, da werden wir jetzt nur schauen, dass wir das Schiff reparieren. Und nachdem wir das Schiff dann repariert haben und eigentlich abflugbereit sind, werden wir diese Episode dann für heute beenden. Diese wird aber erst, so werden wir es machen. Heute ist der Samstag, die sollte heute rauskommen und Episode 2 folgt dann am Dienstag mit Fallout 4, dann alle 2 Tage. Genau, aus dem Grund, wie gesagt, beide Spiele, Fallout 4 und No Man's Sky, sind relativ groß.
Und da ich derzeit, ich muss offen und ehrlich so gestehen, man dort über den Spiel halt so ein bisschen reden, muss offen und ehrlich so gestehen, es gibt momentan Wie aufgeladen. nicht viele Spiele, die mich interessieren. Genau. Von den PlayStation-exklusiven Titeln gibt es genau einen. Das ist Bloodborne, den ich aber auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verschoben habe, weil er mich derzeit nicht interessiert. Ich mag das Spiel, ich habe es schon gespielt, aber es ist für Bloodborne, da muss ich ein bisschen, wie sagt man, da muss ein bisschen eine sadistische Ader dabei haben. Ja genau. Da muss ich ein bisschen in eigener Selbstverstümmelungsphase sein, dass ich das überhaupt angreife. Genau. In mehreren Infovideos habe ich schon ungefähr angeteasert, was wann wie kommen sollte und wird. Bei mir ist momentan alles so ausgelegt auf lange Zeit, beziehungsweise dass ich mit den Aufnahmen keinen Stress habe. Fallout 4 ist bei mir mittlerweile schon jetzt allein nur von der Arbeit her, beziehungsweise vom Schnitt her, relativ aufwendiger. Ich suche mir da immer wieder 3-4 Szenen aus, die schneide am Anfang rein, dann kommt das Intro und dann kommt die Episode, dann kommt der Outro und sämtliche Dinge, die ja, wo ich einen Effekt drüber lege. Jetzt dauert die Folge rennt dann schon über 2 Stunden. Dazu noch Musik basteln fürs Intro, beziehungsweise was in der Episode passiert, hin und her und bla bla bla. Hier bei No Man's Sky wird ein bisschen anders vorgehen. Da wird es nur so einen Vignetten-Effekt geben, einen dezenten. Genau. Der ist dann mal weg. Die 10 Flüssigkeiten, so. Wir haben nun Naniten verdient. Durchsuchen, was gibt's? Sauerstoff kann man immer brauchen. Und jetzt sage ich dann noch was, das weiß ich zufällig. Genau. Beschädigter Container. Diesen verrosteten Schrott, den werden wir hier im Hochleistungsinventar des Anzugs behalten. Wenn wir knappe 10.000 Stück benannt haben, oder 10.000, kriegen wir in den Raumstationen eine bestimmte Quest. Die habe ich einmal gemacht. Die war nicht so schlecht. Genau. Man muss aber gut vorbereitet sein, denn wenn du einmal stirbst, ist sie vorbei. Iteration, gelöscht, Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff geleert, Grund, Wächterintervention, bewusste Übertragung. Analyse, neue Iteration generiert, Anomalie, Eindämmung vorbereitet. Übertragung. Genau. Übertragung empfangen, Reisendenanomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam, Position verzeichnet, Systemintegritätsscan initialisiert. Na super, jetzt haben wir es benannt. Gut. Ja. So. Iterationnummer. Ja, online. Atlasverbindung. Unregelmäßig, Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder, ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exoanzugs. Ich bin noch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Protokoll lesen. Protokoll, ja, bla bla, nicht verfügbar, Daten werden ersetzt. Exoanzug, verbunden, Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschten Reparaturweg auswählen. Schiffssysteme reparieren, selbstgesteuerte Reparaturkontrolle eingeleitet. Impulsantrieb, hermetisches Siegel und Metallplatten. Steig aus. Dann gehen wir da einer in dieses Menü. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Genau. Wir benötigen, genau, Ferritstab haben wir schon genug. Also können wir eine Metallplatte. Richtig, können wir eine Metallplatte herstellen. Springen wir gleich mal ins Schiff. Wir installieren diese Metallplatte, genau. Dann brauchen wir dann das hermetische Siegel. Iterationnummer haben wir schon. Funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung
anfordern. Empfehlung: Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte aus Notrufsignallager. Bergen. Das ist da vorne. Das machen wir schnell. Suche die Absturzstelle nach Vorräten ab. Das ist da. Genau, haben wir schon. Ich spähe in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. Sehr gut. Dann gehen wir da ins Inventar. Gute Planen. Flatsch. Navigationsdaten empfangen. Ah, schön. Gut, das sind 853, sogar 100 weniger als wie sonst. Weil normal laufe ich da immer 1000 ab. Gut, ich hätte gesagt, wir spazieren jetzt da dorthin. Kurz einen Blick, ich möchte was ausprobieren. Und zwar, im Exo-Anzug haben wir da Technologie. Man könnte jetzt vorsichtshalber einmal diese 3 Technologieplätze da einer tun. In diesen Platz, weil dann haben wir nämlich da im Inventar ein bisschen mehr Platz. Genau. Da haben wir die Fracht herinnen mit diesem verrosteten Metall. Das können wir noch nicht verschirmen. Doch, das können wir aber verschirmen. Da haben wir auch 4 Plätze dabei frei. So. Da können wir aus die Fracht einer tun. Das rahmen wir ein bisschen so zusammen, damit wir das haben, was wir brauchen. Und der Rest ist mir dann eigentlich schon scheißegal. So. Gut, ich hätte gesagt, wir spazieren jetzt mal in Richtung Koordinaten und werden das bergen, was wir brauchen. Gut, wieder ein kleiner, überwindbarer Berg. Und wenn du fragst, ja, ich verfolge dieses Spiel eigentlich schon seit Release, habe es aber zwischenzeitlich mal ein paar Jahre aus den Augen verloren. Zu diesem Spiel fand ich erst wieder durch YouTube. Genau, weil Hello Games wieder irgendeinen Trailer für irgendein Update veröffentlicht haben. Dann habe ich angefangen. Dann habe ich wieder mal Zeit aus die Augen verloren. Und dann habe ich wieder angefangen verfolgen, nachdem es ein Update gegeben hat. Und da heute im Jahr 2022, noch nicht einmal lang her, mittlerweile das 20. Update gekommen ist, habe ich mir gedacht, jetzt wird es wirklich Zeit. Mein erstes Let's Play war mit Update 16, glaube ich. Genau. Oder 15, also das ist schon ein bisschen länger aus, wo ich das Let's Play gemacht habe. Diese 16 oder 17 Episoden war nicht viel. Zum Einschmökern ein bisschen oder zum Einschauen. Und dann habe ich es aber gleich wieder verworfen gehabt. Genau, warum? Keine Ahnung, wurscht. Wir belassen es jetzt einfach so wie es ist und werden schauen, dass wir mit dem, was wir da jetzt da haben, Spaß haben. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Mikroprozessor, ich weiß, ich hätte den Scheißdreck jetzt mitnehmen können. Allerdings ist mir jetzt wichtiger, dass wir jetzt damit aus dem Sturm rauskommen, der mir eigentlich jedes Mal erwischt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja. Wie wird das ganze No Man's Sky ablaufen? Das Ganze mit No Man's Sky wird so ablaufen. Es wird ungeschnitten sein. Genau. Ich werde nur hier und da mal einige Minuten, Stunden ein bisschen Material ranfarmen, was wir brauchen. Das Spiel wird später sehr farmlastig. Und den Rest siehst du dann an 2Ds. Genau. Unser Charlie, in unserem Charakter einfach Charlie, und das weibliche Stimmchen, was du hörst, ist die Josefa, genau. Bleiben wir dabei. Na, Josefa klingt ein bisschen nach Uroma. Ich lasse da was einfallen. Schreib mir es in die Kommentare, wenn da was einfällt. Das überlasse ich ganz dir. Das ist die Gretel, genau. Und da ist unser Hänsel. Genau, also Hänsel und Gretel. Das ist geil. Da müssen wir runter.
Da können wir uns dann auch schnell ein bisschen einen Temperaturausgleich holen, wie man so schön sagt. Genau. Hinein da mit uns. Ah, herrlich. Schild wiederherstellen. Schön. Schilde auf Maximum. Gibt es da sonst noch irgendwas? Ich werde aber in der Zwischenzeit einmal kurz bei den Einstellungen was machen. Zwecks dem da, dass es alles ein bisschen eleganter läuft, weil das läuft momentan ein bisschen sehr zickig. Genau, ich glaube, zickig ist das richtige Wort dafür. Optionen, okay, da kannst du jetzt mitschauen. Allgemeine Optionen, Steuerungsoptionen, Empfindlichkeit beim Umsehen. Was ist, wenn ich das da jeweils... Das käme ich noch an. Empfindlichkeit des Cursors, das passt. Stärke der Vibration, Stärke der Kameraverwacklung. Wir gehen da auf 5 over. Probieren wir es mal. Ah, 6, das ist schon eleganter. Ich wollte es eigentlich am PC bringen. Leider verpackt dieses Spiel meine 1050er Kiste nicht. Frechheit. Archivzugriff erfolgt, Protokolle beschädigt, Eintrag folgt, bla bla bla. Niemand. Mache diese Aufzeichnung für den Fall, hinterlasse im Hersteller, könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt, kann das Schiff nicht finden, Vorräte bergen. Das Protokoll endet und die Maschine wacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur meines Schiffs benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich jetzt in der gleichen Situation wie ich jetzt. Hermetisches Siegel, genau. Ich habe gesehen, da oben liegen ein paar Kisten, die werden wir gleich auseinandernehmen. BZW, da werden wir uns gleich die Inhalte daraus werden wir uns gleich ausborgen. Natürlich, wir geben sie nicht zurück, das ist klar, ne? So, her damit. Genau, verdichteter Kohlenstoff, Wasserstoff. Was haben wir da drinnen? Na gut, mehr wie ich glaubt habe. Beschädigter Container. So, auf den Eisplaneten, da werden wir uns eine Herberge aufbauen. Da gibt's etwas, was mich sehr erfreuen wird in der fernen Zukunft. Verwende LT, um das Raumschiff zu lokalisieren. Analysevisier muss installiert werden. Genau, das machen wir gleich. Und zwar, das ist jenes hier. Technologie installiert. Wir benötigen ein Kohlenstoff-Nanorohr. Ja, natürlich. Erst heute. So, wir haben keine Zeit. Warte mal kurz. Jetzt muss ich da wieder rausgehen. Produkt herstellen. Zack, brack. Jawohl. Grädel. Das haben wir schon. So. Zack, brack. Und fertig sind wir mit der Lauben. Jawohl. Siehst, jetzt können wir analysieren, was wir wollen. Was eigentlich für ein Anal ist. Aber ansonsten würde ich es ja nicht machen, weil wir kriegen ja genug Geld dafür im Laufe der Zeit. Da ist noch was, das haben wir nicht mitgenommen. Danach rauschen wir wieder zurück zu unserem Raumschiffle. Lebender Schleim. Ja, zu viel Schleim will ich auch nicht mitnehmen. So viel Platz habe ich in der Dings nicht. Unterwasserschutzmodul, jawohl! Das werden wir aber noch nicht einbauen. Beziehungsweise... Sehr gut. Das werden wir noch nicht einbauen. Das werden wir dabei ins Fracht-Dingsbums unseres Raumschiffs tun. Das werden wir später irgendwann mal brauchen. Man, es wird sicher besser. Es gibt zig Varianten dieser... da ist unser Schiffle. Es gibt zig Variationen von diesen Modulen. Die wichtigsten werden wir im Laufe der Zeit finden. Und
Der Rest ergibt sich einfach mit der Zeit, gell. So. Wie gesagt, ich werde mich bemühen. Diese Folge erscheint heute am Samstag. Morgen am Sonntag kommt Fallout 4, die nächste, die ist schon eingegeben. Und die nächste No Man's Sky Episode folgt dann erst mit Fallout 4 am Dienstag wieder. Genau, so werden wir es machen und so wird es dann eine Zeit lang bleiben. No Man's Sky zum Beispiel ist ein Spiel. Da verliere ich die Zeit aus dem Blick, das ist unsagbar. Und selbst wenn ich nur stundenlang herumfliege und nur farm, was man halt so braucht. Also was das angeht, das Spiel ist extrem. Es ist auch riesengroß und alles habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht einmal die Hauptstory, beziehungsweise den Atlas an sich selber entdeckt. Habe ich noch nicht. Die Arbeit habe ich noch nicht angearbeitet. Und sollte mir mal kein Titel für eine Folge einfallen, dann steht dabei. Mir fiel kein Titel für diese Folge ein. Genau, ganz pragmatisch. Ich sehe das nicht so eng und streng. So. Wo ist jetzt das Schiff da unten? Okay, wir sind schon bei knapp 20 Minuten. Die Episodenlänge wird trotz Fallout 4 und diesem Spiel an einem Tag sich in diesem 20 bis 30 Minuten Bereich behalten oder halten. Es soll ja noch schaubar bleiben. Ich glaube, den Schatz da unten haben wir schon mitgenommen. Ich liebe die Eisplaneten. Die beherbergen etwas, was meinerseits so richtig, ja, das bringt mein Blut so richtig in Wallungen. Da brauchen wir aber, ich glaube, sogar den fortgeschrittenen Minenlaser. Was wir jetzt aber machen werden, zu Beginn und in der zweiten und in der dritten Episode, das kann ich jetzt schon... Oh, ein vergrabenes Technologiemodul an der Oberfläche. Wow. Spiel. Geil. Geborgene Daten. Werden wir später brauchen, das haben wir dabei. Das Modul und diese geborgenen Daten da wir dabei in die Frachtluke des Schiffs. Was brauchen wir dringendst und sehr schnell? Wir brauchen einmal eine Grundbasis. Dann brauchen wir ganz geschwind einen Frachtcontainer und ein größeres Schiff. Genau. Das wird einmal das Hauptaugenmerk. Genau. Du bist jetzt noch dabei. Na, das mache ich offline. Genau. Und wir reparieren jetzt mal das Schiff weiter. Ich lasse mir jetzt sicher durch nichts ablenken. So. Reparieren jetzt mal das Schiff. Das kann ich nämlich ganz gut, was? Ja, danke, mein Schatz. Gretel. Reines Ferrit, bla 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 bla. Ja, wissen wir schon. Ich wollen tun das da. Was ist das? Das brauchen wir. Irgendwas fehlt uns. Metallplatte fehlt uns. Das war eh klar. Uns fehlt eine Metallplatte. Na. Was will die jetzt? Die Metallplatte habe ich schon. Eigentlich. Das brauchen wir reines Ferrit. Dann da einer, reines Ferrit, brauchen wir ein bisschen was. Das machen wir so und so und so. Da wird der Hänsel wieder froh. Genau. Stopp. Das tun wir gleich mal in unseren Anzug. Das tun wir auch wieder in unseren Anzug. Da gehen wir aus dem Menü. Die nehmen wir wieder mit. Die kommt dabei auch ins Raumschiff Inventar. Warte mal kurz, eins nach dem anderen. Und zwar das reine Ferrit. Genau. Jetzt haben wir das repariert.
eigentlich Raumschiff repariert, Startsysteme online. Jawohl! Und somit haben wir die erste Episode von vielen hinter uns. Das sind so Sachen, die können wir nebenbei machen. Eine kleine Warnung zum Schluss dieser Episode vorweg. Ich steige dazu mal kurz ein. Genau, jetzt haben wir gespeichert. Eine kleine Warnung vorweg. Es wird ungeschnitten sein. Wenn wir mal 2, 3 Episoden nur farmen, dann ist es so. Das LP wird ungeschnitten. Ich werde ein bisschen was plaudern über dies und das und jenes. Und der Rest ergibt sich mit der Zeit dann. Also dann, ich wünsche dir was. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, so wie ich da jetzt mache, dann freut es mich, wenn ich dich wieder sehe. Bis zum nächsten Mal. Baba.